Asturien ist eine der kleinsten Regionen Spaniens und trotzdem weist es eine große Bandbreite an Traditionen und Bräuchen auf. Ja, man kann sagen, innerhalb Spaniens ist Asturien eine besondere Provinz, wegen seiner abwechslungsreichen und oft spektakulären Landschaft und wegen seiner attraktiven Städte und Dörfer. Die Asturien zu einem touristischen Anzugspunkt gemacht haben. Das beeindruckende geschichtliche und kulturelle Erbe Asturiens wird auch von einer alten und sehr vielfältigen Folklore bereichert. Schauen wir uns diese Folklore etwas genauer an, so finden wir in der Region Asturien unterschiedliche geografische Gebiete, von denen jedes eigene Gewohnheiten, Lebensstile und eigene Trachten hat. Und alle entsprechen dem Bestreben, urwüchsige Traditionen und Legenden zu erhalten. Sehen wir von kleinen Lokalismen ab, so können wir in diesem Sinne nun 3 große Gebiete unterscheiden. Das östliche, das zentralasturianische und das westliche Asturien. Wie gesagt, verfügt jedes über verschiedene kulturelle Strömungen und Gewohnheiten. Und diese Unterschiede üben auch auf die Musik, die Tänze und die regionalen Trachten ihren Einfluss aus. In Asturien gibt es viele sehr interessante Folkloregruppen. Und obwohl sie recht unterschiedliche Instrumente benutzen und mitunter verschiedenen Musikstilen angehören, versuchen sie doch alle, die Tradition fortzuführen. Eine dieser Gruppen, und zwar eine der charismatischsten, wurde in den 50er Jahren unter dem Namen Grupo de Coros y Danzas de Gijón, also Chor- und Tanzgruppe von Gijón, gegründet. Später, 1978, nahm sie den Namen des Gijoner Aufklärers Jovellanos an. Seitdem ist es ihr Anliegen, das asturianische Kulturerbe, das im Laufe der Jahre zusammengetragen wurde, am Leben zu erhalten. Heute bietet der Chor- und Tanzverein Jovellanos aus Gijón unter Begleitung von den für die asturianische Folklore typischsten Musikinstrumenten unterschiedliche Regionaltänze dar. Der Dudelsack und die Trommel sind die weit verbreitetsten Instrumente und trotzdem werden auch Kastagnetten, Tamburine und Schellentrommeln benutzt und die sogenannte paella, eine Art Pfanne mit gezahntem Griff. Die Gruppe ist mit den in jedem Gebiet typischen Trachten ausgestattet, also von der traditionellen Bekleidung aus Llanes im Osten Asturiens über das für das Zentrum typische bis hin zur sogenannten Vaqueiro-Kleidung aus dem Westen. Bei einem Auftritt kann die Gruppe bis zu 10 Trachten tragen, je nachdem, aus welcher Gegend der gerade vorgeführte Tanz kommt. So tragen die Frauen Kopftücher mit unterschiedlichen Farben und die Männer entweder die traditionelle Montera Picona oder aber manchmal auch einen ärmellosen Männermantel, also eine Capa, mit Hut. Die Asociación de Coros y Danzas Jovellanos hat in praktisch ganz Spanien Auftritte und führte bisher auf ihren Tourneen in zahlreichen anderen Ländern in 3 Kontinenten ihre Folklore vor.